Ja, vielen Dank, André, für die nette Einleitung, für die netten Worte. Ihr könnt hören, ich werde auf Deutsch sprechen, weil ich glaube, die Übersetzung ist da. Vielen Dank nochmal für die Einleitung, lieber André, liebe Nora, liebe Delegierte, Freunde und Kameraden. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute bei euch sein darf. Und es ist richtig, ich habe wirklich spontan zugesagt, weil es mir wirklich auch eine persönliche Freude ist, hier zu euch zu kommen, denn uns verbindet doch eine langjährige, enge Zusammenarbeit, sowohl was meine Heimatorganisation angeht, den österreichischen Gewerkschaftsbund, den ÖGB, aber natürlich auch die Arbeitnehmergruppe des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, wo ihr seit vielen, vielen Jahren, seitdem ich mich jedenfalls erinnern kann, eine ganz, ganz starke Stimme habt, wo ja auch der Jean-Claude Reding vertreten ist und wo wir ganz hervorragend zusammenarbeiten. Deswegen habe ich sofort zugesagt, hier zu euch zu sprechen, und ich möchte euch zu Beginn mal die ganz herzlichen solidarischen Grüße aller Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeitnehmergruppe des EWSA, also des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, übermitteln. Ich möchte aber auch sagen, es ist mir, wie ich angedeutet habe, auch persönlich ein Anliegen, und vielleicht haben wir die Zeit, dass ich eine kurze Anekdote erzähle an dieser Stelle, denn ihr wisst, meine Heimatorganisation, der ÖGB, hat fast die gleiche Schreibweise wie der OGB in Luxemburg. Und als ich mit der europäischen Arbeit begonnen habe, vor rund 20 Jahren bei einer Demonstration in Brüssel, hatten wir ein Problem, ein logistisches Problem. Wir haben nämlich unsere Fahnen und unsere Kappen nicht rechtzeitig bekommen, die aus Österreich eingeschickt wurden. Und dann haben wir eine kleine, aber feine Delegation aus Luxemburg gesehen mit fast dem gleichen Logo, die uns dann mit einigen Kappen und anderen Dingen ausgeholfen haben. Und das habe ich euch nie vergessen, und die Journalisten, die österreichischen, haben es auch nicht gemerkt. Also für die war das gleiche Logo. Insofern seitdem passt kein Blatt zwischen Luxemburger und österreichische Gewerkschaften. Vielen Dank dafür nochmal. Ich glaube, an euch sieht man auch, am ÖGBL sieht man auch, dass die Stärke einer Gewerkschaft zwar sicherlich vom Organisationsgrad abhängt, aber nicht notwendigerweise von der Größe des Landes. Denn ich glaube, ihr seid seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten eine starke Stimme in Europa, eine starke Stimme für Solidarität, für soziale Gerechtigkeit. Und so wie André das auch am Anfang geschildert hat, seid ihr vor allen Dingen auch ein starker Posten des Widerstandes gegen Sozialabbau, gegen neoliberale Politiken, die wir in den letzten Jahren viel zu oft in Europa gesehen haben und, wie ich ja jetzt gehört habe, von denen auch leider Luxemburg nicht ganz verschont geblieben ist. Ihr habt natürlich auch immer unsere Solidarität, was die Auseinandersetzungen angeht mit eurem Arbeitgeberverband. Wir kennen das in allen Mitgliedstaaten, dass wir uns da durchsetzen müssen. Aber ich denke, ihr wart da immer sehr verlässlich und seid verlässlich, wenn es um die Frage geht, gegen diese Austeritätspolitik anzugehen, die in Europa so viel Schaden angerichtet hat, gegen Strukturreformen, angebliche Strukturreformen anzugehen, die sich dann oftmals nur als unsozialer Abbau sozialer Rechte entpuppt hat, wie zum Beispiel Pensionsreformen in vielen Mitgliedstaaten. Oder die Reform der Arbeitszeitregime in vielen Mitgliedstaaten. Ich denke, da gab es ja bei euch auch eine Debatte, und wir kennen das in vielen Ländern. Das ist übrigens ein Beispiel, um vielleicht auch hier auf die europäische Ebene zu kommen, ist ein Beispiel, wo viele Gewerkschaften in einigen Mitgliedstaaten auf einmal merken, dass selbst europäische Mindeststandards, so modest und so bescheiden sie manchmal sein mögen, tatsächlich ein letzter Schutz sein können gegen neoliberale Angriffe. Wir haben das selber bei uns in unserem Land festgestellt. Wir haben nie geglaubt, dass wir mal in Österreich auf die europäische Arbeitszeitrichtlinie angewiesen sein werden und deren relativ niedrigen Standards bei uns anwenden müssen, einfach weil die Regierung bei uns die wir hatten, leider diese rechtsgerichtete Regierung, hier einen massiven Angriff auf die Arbeitszeitregelung und auch auf die Kompetenzen der Tarifvertragspartner vorgenommen hat. Es war ein gutes Beispiel, wo auch wir gesehen haben, hoppla, europäische Mindeststandards, die wir oft so eigentlich nur als relevant für Länder ansehen, die weit unter unseren Standards liegen. Nein, die können auch für uns relevant werden. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel und eine Lehre, die wir ziehen sollten, dass wir uns alle in Europa stark einbringen sollten. Ich denke, wenn wir über europäische Perspektiven sprechen, dann sind wir uns wahrscheinlich einig, dass da in den letzten Jahren, vor allen Dingen auch seit der Wirtschafts- und Finanzkrise, vieles in die falsche Richtung gegangen ist. Ich glaube, vieles, was da als Medikamente gegen die Wirtschafts- und Finanzkrise verabreicht wurden,
waren nicht einmal Placebos, sondern im Gegenteil haben die Krise eigentlich noch verlängert und verschlimmert und am Ende des Tages, wenn wir uns heute Europa anschauen, auch zu einer tieferen Spaltung beigetragen, zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch innerhalb der Mitgliedstaaten. Und was wir heute sehen, ist doch, dass unsere Rezepte zwar mit einiger Verzögerung, aber doch langsam sich durchzusetzen scheinen. Ich sehe mit Erstaunen, dass in einigen Mitgliedstaaten auf einmal Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften oder auch Wirtschaftsforscher, die eher den Arbeitgebern nahestehen, auf einmal mit progressiven Wirtschaftsforschern gemeinsame Konzepte vorlegen und sagen, diese Austeritätspolitik oder diese schwarze Null, wie sie in einigen Ländern heißt, also der Fetisch von ausgeglichenen Haushalten, ausgeglichenen Budgets, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Vielleicht ist es sogar dumm, in Zeiten einer Nullzinspolitik, wo sich wahrscheinlich Investitionen so stark rechnen wie niemals zuvor, da ist es wahrscheinlich dumm, wenn man diese Spielräume nicht nutzt. Und ich glaube, wir müssen dieses Momentum nutzen. Wir müssen auch nutzen, dass sich da teilweise auf der Gegenseite einiges an, würde ich sagen, an Bewusstseinsänderung zumindest langsam durchzusetzen scheint, um diese Austeritätspolitik und auch diese Sparpolitik zu überwinden. Ich glaube, es ist heute eindeutig, es stimmen alle überein, wir brauchen angesichts der riesigen Herausforderungen, die vor uns stehen, Stichwort Klimawandel, aber auch Stichwort Wandel unserer Industrien. Ich weiß ja, ihr habt ja auch einen bedeutenden Industrieanteil noch in Luxemburg. Die stehen vor massiven Herausforderungen und diese Herausforderungen werden wir nicht meistern können ohne massive private, aber auch öffentliche Investitionen. Und deswegen denke ich, müssen wir auch auf europäischer Ebene die entsprechenden Spielräume schaffen und Stichwort goldene Investitionsregel, aber mittelfristig sicherlich auch Vertragsänderungen, um endlich von diesem Sparkorsett wegzukommen, was in vielen Ländern die Entwicklung so stark blockiert. Ich sehe gleichzeitig, und da kann ich das anschließen, was auch mein Vorredner gesagt hat, dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich zumindest mal eine Chance haben auf einen Neuanfang. Wir haben die neue Europäische Kommission, die vor wenigen Tagen ihr Amt angetreten hat. Wir haben auch ein Europäisches Parlament, das erst vor wenigen Monaten neu gewählt wurde. Und ich glaube, als Gewerkschaften sollten wir denen eine Chance geben. Wir sollten ihnen eine Chance geben und sollten sie dann an ihren Taten messen. Denn wenn wir sie an ihren Ankündigungen messen, ich denke, dann könnte man sagen, na, dann sieht das ja eigentlich alles ganz gut aus. Wenn ich mir anschaue, was Frau von der Leyen von sich gegeben hat, auch im Bereich Sozialpolitik, einige große Ankündigungen, nur die Frage ist halt, wird sie auch liefern, wird die Kommission liefern? Und ich glaube, da müssen wir uns als Gewerkschaften und auch als Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, werden wir uns ganz klar daran halten, was wird wirklich von dieser Kommission kommen. Ich glaube, wir haben einige hoffnungsvolle Mitglieder in der Kommission. Es wurde erwähnt, Nicola Schmit, mit dem wir seit vielen Jahren auch auf europäischer Ebene gut zusammenarbeiten. Wir erwarten viel von ihm, aber es sind halt derzeit eigentlich 27 Kommissarinnen und Kommissare. Das heißt, das wird nicht von einer Person alleine abhängen. Aber ich denke, gerade im Bereich der Sozialpolitik wäre jetzt durchaus ein Momentum, um etwas zu ändern auf europäischer Ebene. Ihr wisst alle, es ist diese so oft beschriebene europäische Säule sozialer Rechte verabschiedet worden, vor fast genau 2 Jahren, vor etwas über 2 Jahren. Verabschiedet heißt aber eigentlich nur proklamiert. Das ist eigentlich eine Proklamation, ein nettes Versprechen mit 20, ich denke, richtigen Rechten und Prinzipien. Aber für uns wird es davon jetzt abhängen, wird diese Säule, wird sie auch umgesetzt. Ich glaube, es darf keine Proklamation bleiben, sondern diese europäische Säule, dieser Social Pillar, muss als konkreter Handlungsauftrag gesehen werden von den Gewerkschaften und auch von der Politik. Und nur wenn diese Säule, diese netten Versprechungen auch in der Praxis umgesetzt werden, nur dann können wir zufrieden sein und nur dann wird auch Europa uns als Gewerkschaften und auch uns als Arbeitnehmergruppe des EWSA an seiner Seite haben. Ansonsten nicht. Für eine Alibi-Politik stehen wir nicht zur Verfügung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es erwähnt, ich glaube, wir sollten uns keine Illusionen machen. Wir stehen alle vor großen Herausforderungen in ganz Europa. Es wurde erwähnt, Klimawandel, Digitalisierung, Globalisierung, zahlreiche Megatrends, die gleichzeitig auf uns zukommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gewerkschaften hier eine starke Stimme haben, dass wir nicht untergebuttert werden in diesem Strukturwandel.
Und ich glaube, wir sollten uns auch nicht täuschen lassen, dass in einigen Mitgliedstaaten seit einigen Jahren vorsichtige Zeichen der wirtschaftlichen Erholung ja durchaus sichtbar sind. Das ist positiv. Aber was wir halt gleichzeitig sehen, ist eine immer stärkere Polarisierung zwischen, ich möchte es nennen, guter Arbeit, mit guten Löhnen, mit guten Arbeitsbedingungen, mit Betriebsräten, mit Kollektivverträgen auf der einen Seite und immer mehr Beschäftigte, die eben von diesen Vorteilen nicht mehr profitieren, sondern die prekäre Arbeit haben, ohne Rechte am Arbeitsplatz, teilweise nicht mal dem regulären Arbeitsrecht unterliegen. Das ist eine riesige Herausforderung für uns. Und wir sehen, dass ja auch gleichzeitig die Einkommensunterschiede immer weiter zunehmen zwischen den Mitgliedstaaten und auch die Armutsbedrohung. Wir haben ja an die 20% aller EU-Bürgerinnen und Bürger, die von Armut bedroht sind oder von Armut betroffen sind. Und das sind natürlich nicht nur Menschen, die in Arbeitslosigkeit sind, das sind leider auch Menschen, die in Arbeit stehen. Und das ist ein großer Skandal, dass Menschen morgens aufstehen, zur Arbeit gehen und trotzdem von Armut bedroht sind. Ich glaube, das muss ein Auftrag für uns sein, dass das beendet wird. Gleichzeitig, ich denke, das muss man hier ansprechen in Luxemburg, wenn man hier ist, ihr seid ein Land, das besonders stark von der Freizügigkeit betroffen ist, von der Freizügigkeit von Arbeitnehmern, von Grenzgängern. Und ich glaube, es ist ja, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig in Europa, eine große Errungenschaft, dass wir keine Grenzen mehr haben in dem Sinne, auch wenn es einige gerne wieder hätten, dass wir diese Grenzen wieder aufbauen würden und Zäune aufbauen, aber dass zumindest für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieses Europa ein Arbeitsmarkt sein soll. Und ich weiß, dass ihr wahrscheinlich prozentual gesehen das am stärksten davon betroffene Land seid. Ihr habt viele Grenzgänger, ihr habt auch viele Arbeitnehmerentsendungen. Ich denke, wir als Gewerkschaften haben uns nie dagegen ausgesprochen. Im Gegenteil, wir haben uns immer dafür ausgesprochen, aber natürlich unter einer Bedingung. Unter einer Bedingung, dass das nicht zum Ausnutzen dieser Arbeitnehmerinnen führt und dieser Arbeitnehmer führt, sondern dass soziale Rechte und vor allen Dingen Kollektivverträge und Mindestlöhne geachtet bleiben. Ich denke, nur dann, wenn die Regeln respektiert werden, nur dann wird auch die Freizügigkeit und die Mobilität in einer sozial verträglichen Art und Weise wirklich ein Asset sein und ein positiver Aspekt sein in diesem europäischen Arbeitsmarkt. Und ich habe mir ein paar Zahlen angeschaut, die leider mich nicht so euphorisch stimmen. Aus verschiedenen Ländern gibt es die ähnliche Zahlen, dass durch Lohndumping bei grenzüberschreitender Beschäftigung oder durch Tarifflucht große Einnahmenausfälle, große Schäden in der Sozialversicherung entstehen. Ich habe mir das angeschaut. In Deutschland geht man davon aus, dass jedes Jahr fast 25 Milliarden Euro Beiträge verloren gehen. Bei uns in Österreich haben wir gesehen, dass vor allen Dingen der Bausektor hier ganz stark betroffen ist, wo eigentlich das Ausnutzen von Arbeitnehmern, das grenzüberschreitende Ausnutzen fast schon die Regel ist und nicht mehr die Ausnahme ist. Wir haben dort bei Kontrollen auf den Baustellen festgestellt, dass 48% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dort entsandt werden aus dem Ausland, dass die um ihren Lohn betrogen werden und nicht den gesetzlich vorgeschriebenen oder bei uns den kollektivvertraglich vorgeschriebenen Lohn bekommen. Fast 50%. Das ist keine Ausnahme mehr, es ist wirklich die Regel mittlerweile. Und das trotz guter nationaler Regelungen, es passiert trotzdem. Und das wirklich Traurige aus europäischer Sicht ist, dass man diese Regelung europäisch nicht durchsetzen kann. Nicht auch gute Regelungen gegen Lohn- und Sozialdumping enden immer noch viel zu häufig an den nationalen Grenzen. Das ist skandalös und deswegen waren wir eine der größten Verfechter, auch im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, von dem Plan, eine europäische Arbeitsbehörde zu gründen. Eine europäische Arbeitsbehörde, die sich endlich dieser grenzüberschreitenden Fälle stärker annehmen soll. Und die endlich dafür sorgen soll, dass eben auch grenzüberschreitend hier gegen Unternehmen vorgegangen wird, gegen betrügerische Unternehmen vorgegangen wird, die hier die Freizügigkeit auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausnutzen. Ich sage ganz offen, die endgültige Regelung der Arbeitsbehörde stellt uns nicht zufrieden. Wir hätten uns viel mehr gewünscht, viel mehr an Kompetenzen gewünscht. Dennoch glaube ich, ist es ein guter erster Schritt. Es ist ein erster Schritt, dass sich endlich mal dort alle Mitgliedstaaten mit den Sozialpartnern zusammensetzen, dass man die Kooperation auch von den Arbeitsinspektoraten grenzüberschreitend verstärkt. Aber es muss dann auch weitergehen. Es muss auch endlich dazu kommen, dass grenzüberschreitend solche Unternehmen auch verfolgt und sanktioniert werden. Ich denke, das ist unausweichlich in der nächsten Zukunft. Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch ein paar Herausforderungen ansprechen, die auch uns in der Arbeitnehmergruppe des EWSA natürlich beschäftigen. Das sind einerseits Herausforderungen
die ganz spezifisch uns Gewerkschaften betreffen. Ihr wisst, in vielen Ländern haben wir zurückgehende Tarifabdeckungen. Wir haben in vielen Ländern aber immer noch hervorragende Systeme, wo fast 100% oder 98% der Kolleginnen und Kollegen unter dem Schutz von Kollektivverträgen stehen. Es gibt aber eben auch Länder, wo es nur 7% sind. Und ich glaube, das muss ein Alarmzeichen sein. Das steht ja eigentlich auch dafür, wie kann das passieren, dass wir in einem Europa leben, in einer EU leben und die sozialen Standards für die Kolleginnen und Kollegen derart unterschiedlich sind, diametral unterschiedlich sind in den Mitgliedstaaten. Ich glaube, wir können uns nicht länger darauf zurücklehnen und zu sagen, Sozialpolitik, soziale Rechte, das ist einzig und allein nationale Angelegenheit und Europa soll sich um die Rahmenbedingungen kümmern, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das wird nicht mehr funktionieren und deswegen sage ich nochmal, bin ich froh, dass diese europäische Säule sozialer Rechte zumindest ein erster Versuch ist. Ein erster Versuch ist, wieder sozialpolitische Initiativen auf europäischer Ebene zu lancieren. Wie gesagt, es wird jetzt davon abhängen, diesen Katalog, diesen Forderungskatalog wirklich auch durchzusetzen. Aber ich freue mich ganz besonders, dass ihr als OGBL, ich habe mir das Programm ja auch angeschaut, eigentlich seit vielen Jahren und Jahrzehnten auch diesen proeuropäischen Ansatz habt. Zwar einen proeuropäischen, aber nicht naiven Ansatz, dass wir sagen, wir können die Dinge nicht mehr nur national regeln, wir müssen sie europäisch regeln, was aber nicht heißt, dass wir jetzt mit allem zufrieden sind, was auf europäischer Ebene läuft, sondern wir müssen uns dort für einen grundlegenden Kurswechsel einsetzen. Und Per Hilmarsson hat schon für den EGB ja die Schwerpunkte festgelegt, die wir auch als Arbeitnehmergruppe im EWSA natürlich vollständig teilen. Ich möchte deswegen nur ein paar Dinge noch mal herausgreifen, die auch in eurem europapolitischen Programm verankert sind. Und das ist nochmals die Frage der Löhne. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir nicht mehr sagen können, es ist ausschließlich nationale Kompetenz, was bei den Löhnen passiert. Ich habe eben gesagt, wie es aussieht mit der Frage des Lohn- und Sozialdumpings. Eine Ursache sind natürlich die riesigen Lohnunterschiede, die wir in den Mitgliedstaaten haben, die es natürlich immer wieder attraktiv macht, für Unternehmen davon zu profitieren und Menschen aus, ich sage es mal, Niedriglohnländern auszunutzen. Deswegen glaube ich, ist das in unser aller Interesse, dass wir wirklich uns für Lohnsteigerungen, für starke Lohnsteigerungen in allen Mitgliedstaaten einsetzen. Wie ein europäisches Instrument aussehen könnte, das wissen wir heute alle nicht. Und ich glaube, es wird wichtig sein, dass man hier nicht nur auf ein Instrument setzt, Stichwort gesetzliche Mindestlöhne, sondern, ich habe es am Anfang erwähnt, wenn wir Länder haben mit 7% Kollektivvertragsabdeckung, ich glaube, dann muss doch der erste Schritt dort sein, dass man endlich wieder starke Strukturen aufbaut, damit Gewerkschaften wieder ihrer ureigensten Aufgabe nachkommen können, nämlich Tarifverträge zu verhandeln, am Arbeitsplatz zu verhandeln und endlich die Tarifabdeckung zu erhöhen. Das wäre sicherlich das beste Modell und gesetzliche Mindestlöhne sind dann sicherlich das zweite Instrument, was in Frage käme. Ich habe erwähnt, die europäische Säule sozialer Rechte, das bleibt alles relativ unkonkret. Da wird oft gesagt, na, was wird sich da tun, was kann man dort machen? Und wir haben uns als Arbeitnehmergruppe im EWSA jetzt seit einigen Monaten sehr stark bemüht, da auch Vorschläge zu machen, aktiv Vorschläge zu machen, wo man diese Säule umsetzen kann und wie man sie umsetzen kann, auf welchen Ebenen, weil das wird nicht nur in Europa der Fall sein, auch auf nationaler Ebene müssen wir unsere Regierungen in die Pflicht nehmen, dass sie diese Prinzipien verwirklichen, die in der Säule vorgesehen sind. Aber ich möchte euch nur ein Beispiel nennen. Wir haben vor einigen Monaten einen Vorschlag gemacht für einen europäischen Rahmen für ein Mindesteinkommen, also eine Grundsicherung in allen Mitgliedstaaten. Weil wir halt gesehen haben, dass es in vielen Mitgliedstaaten keine ausreichende Grundsicherung gibt, sondern dass Leute nach wenigen Monaten in die Armut abrutschen. Und da sind wir beim zweiten Punkt, Arbeitslosenversicherung. Das ist auch ein natürlich originär nationales Thema, das in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fällt. Aber die soziale Säule sagt ausdrücklich, dass jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, Anspruch haben auf angemessene Unterstützung, finanzielle Unterstützung, aber auch Unterstützung, um wieder in den Arbeitsprozess integriert zu werden. Ja gut, das kann man jetzt als nette Forderung stehen lassen oder man setzt es konkret um. Und ich glaube, man muss das Zweite tun, man muss es konkret umsetzen, denn wir haben es uns genauer angeschaut, es gibt tatsächlich Länder in Europa, die, welch Wunder, von Rechtspopulisten regiert werden, wie zum Beispiel Ungarn, wo Leute, auch wenn sie 10, 20 oder mehr Jahre hart gearbeitet haben und immer in ihre Systeme, in die Sozialversicherungssysteme eingezahlt haben, wenn sie dann arbeitslos werden, tatsächlich Anspruch auf 3 Monate Arbeitslosengeld haben. Und nach 3 Monaten
stehen sie entweder auf der Straße oder es gibt dann so eine Art staatlich alimentierter Zwangsarbeit, die man dort leisten darf. Das im 21. Jahrhundert, das ist eigentlich wirklich ein großer Skandal. Und ich glaube, da muss sich auch Europa endlich aufraffen und sagen, wir müssen diese Systeme zwar auf keinen Fall harmonisieren, aber wir müssen Mindeststandards schaffen. Solche Regelungen müssen der Vergangenheit angehören. Und deswegen haben wir konkrete Forderungen aufgestellt, wie man zum Beispiel dieses Prinzip der sozialen Säule konkret umsetzen kann, damit eben jedem Arbeitnehmer in ganz Europa eine Mindestdauer von Arbeitslosengeld garantiert ist, auch eine Mindestnettoersatzrate garantiert ist und auch garantiert ist, dass er oder sie die entsprechende Unterstützung bekommt, um wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Das nur als Beispiel, an welchen Themen wir auch im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss arbeiten. Vielleicht ein letzter Punkt noch, den ich konkret nennen möchte, weil er, glaube ich, auch in Europa immer wichtiger wird. Und das ist die Frage, gerade im Bereich von Restrukturierung und der Umwandlung unserer Wirtschaft in eine umweltfreundliche, CO2-freundliche Ökonomie. Wir wissen alle, das wird nicht ohne Konflikte abgehen, das sehen wir heute schon. Und alle jene, die sagen, naja, das ist kein Problem, wir bekommen dann Green Jobs. Schön, Green Jobs ist gut, aber diese Green Jobs müssen auch sozial sein und sie müssen auch für die Kolleginnen und Kollegen da sein, die möglicherweise aus anderen Industrien ihre Arbeitsplätze verlieren. Und ich glaube, dieser Restrukturierungsprozess, der muss sozial fair ablaufen. Und aus meiner Sicht ist da wirklich das Zauberwort ist Mitbestimmung und Information und Mitwirkung von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und Gewerkschaften. Und ich denke, da sind die Regelungen auf europäischer Ebene, obwohl es sie gibt seit einigen Jahren, längst nicht ausreichend. Ich glaube, da müssen wir nachlegen. Wir haben einige Beispiele aus der Vergangenheit. Ich war kürzlich in Spanien, wo die Kolleginnen und Kollegen mir auch gesagt haben, dass Investoren, die dort teilweise auch Investoren aus der neuen Wirtschaft, Windkrafthersteller zum Beispiel, die dort Werke aufbauen, jahrelang dann von europäischen Fonds und Förderungen profitieren. Und sobald die Bindung ausläuft, nach 5 Jahren, wird die Bude zugesperrt und sie gehen ins nächste Land. Und das kann man einfach so nicht hinnehmen. Und da muss es stärkere Mitbestimmungsrechte geben. Und deswegen setzen wir uns derzeit auch dafür ein, hier einen stärkeren Rahmen für die Mitbestimmung von Gewerkschaften auf europäischer Ebene zu schaffen, um diesen Wandel, diesen Strukturwandel wirklich dann auch sozial gerecht zu bewältigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eigentlich dann schon zum Ende kommen. Ich glaube, vielleicht als letzten Punkt, der sich hier anschließen würde, ich glaube, wir dürfen vor lauter Strukturwandel nicht vergessen, dass wir nach wie vor auch das Ziel haben, in Europa einen starken industriellen Kern zu behalten. Ich denke, das ist unausweichlich, das müssen wir haben. Wir haben gesehen, dass die Länder mit einem starken industriellen Anteil am Bruttoinlandsprodukt besser über die Krise gekommen sind. Und Europa hat sich deswegen auch das Ziel gesetzt, den Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt auf 20% zu erhöhen. Wir sehen aber, dass sich da derzeit nicht allzu viel tut. Es bleibt bei den derzeitigen 14%. Und ich glaube, da sind wir nochmal bei dem Thema, was ich anfangs gesagt habe. Wir brauchen dringend mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, in Aus- und Weiterbildung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und vor allen Dingen in eine kohlenstoffarme Wirtschaft, damit wirklich dieser Green Deal, der da angekündigt wurde, damit der auch wirklich funktioniert und nicht am Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen wird. Und auch dafür, denke ich, wird dieses und das nächste Jahr entscheidend sein. Wir haben nicht nur eine neue Kommission, wir haben auch die Ankündigung von Kommissionspräsidentin von der Leyen, dass sie eine große Konferenz zur Zukunft Europas einberufen möchte, wo dann alles auf den Tisch kommen kann, wo auch über institutionelle Änderungen geredet werden kann. Und ich kann euch versichern, dass wir uns auch als Arbeitnehmergruppe im EWSA bei dieser Konferenz, wenn sie denn stattfinden wird, lautstark einbringen werden. Denn ich glaube, wenn es um grundlegende Änderungen geht in Europa, dann haben wir genügend Ideen, was man ändern könnte. Und ich möchte schließen mit einer Idee, die wir vor vielen Jahren entwickelt haben, eigentlich im Europäischen Gewerkschaftsbund, nämlich eine Idee, mit der man den Grundfehler, den Webfehler dieser Europäischen Union vielleicht beheben könnte. Und dieser Grundfehler oder Konstruktionsfehler ist aus meiner Sicht, dass nach wie vor nach den EU-Verträgen die wirtschaftlichen Freiheiten über den sozialen Rechten stehen. Wir haben zwar eine Grundrechtecharta, aber es ist nach wie vor so, dass auch der Europäische Gerichtshof die wirtschaftlichen Freiheiten wie eine Religion ansieht
über den sozialen Rechten. Und ich glaube, das ist ein Konstruktionsfehler der EU. Und wenn wir wirklich zu einer grundlegenden Konferenz kommen zur Zukunft Europas, dann sollten wir dort eine starke Stimme haben, damit dieser Webfehler in den Verträgen endlich ausgebügelt und korrigiert wird. Und da kann ich euch sagen, werden wir auf jeden Fall Verbündete sein als Arbeitnehmergruppe im WSA. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nochmal für die Einladung. Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen und guten Kongress und freue mich auch auf die zukünftige Zusammenarbeit. Vielen Dank.